Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zu der World Squad 2024 Episode 8. Ja, gab ja jetzt ein bisschen längere Zeit hier nichts. Lag einfach daran, dass ich krank bin. Ich hoffe mal, meine Stimme hält durch, weil ich habe heute hier 3-4 Videos aufzunehmen. Ansonsten bin ich auf dem Weg der Besserung, aber gehört jetzt hier auch nicht hin. Ich würde sagen, rein in den Bums, oder? Letzte Folge, Ergebnis weiß ich natürlich schon, weil ich ein bisschen auf Bayern TV geguckt hatte. Immer eine Cam hier, einen Tacken runter. Aber das ist ja auch zweitrangig. Abfahrt. You're a talented centre back. We would like to invite you again next year for the World Squad. I hope for you that I don't see you. Huh? Not so much. Yeah, It's not too much. Then we can see what is possible or not. Stimmt, Probetraining bei uns. Also ein Jahr in der Jugend oder sowas. Ich hab wieder zu weit unten. Stop. 2 in a row. Terrible. I mean, I know nobody's a professional player, but still, this is terrible. Man hat gemerkt, dass sie 2,5 Tage nichts gemacht haben. So am Anfang Stand da jetzt wir haben es schon mal gehabt. Terrebell als 2 oder 3 Mal, da war es viel besser als heute. Just an easy ball. I play here. als I lay it eindrucksvoll, off, oder was? I cross, and then I play him, and then what's on. Nachdem die kurz angesprochen haben, wird es zum Glück besser. Come on, David. Come on, David. Well done. Come on. Ja, da musst du gleich mal die Ansage bringen, ne? Ist nicht gehört, Leute. Finish, please. Check the ball, Jimmy. Finish. Yeah, that's it. Fine. Shoot. Yeah! Oh, well done, Christian. Ab morgen haben wir natürlich richtig gute Trainingen, um uns vorzubereiten auf das letzte Spiel gegen die U19. One day. Okay, dann über jeder einzelne. Lass uns mal mit den Torhüter anfangen. Bernd, deine Meinung erst, Luis. Gute Ausstrahlung, gute Fußtechnik, sicher mit der Hände, aggressiv. Gefällt mir gut. Feedback auch vom Jaro hatte das in einem Training, hat das gut gemacht. Wirst du mit dem nächstes Jahr nochmal einladen? Auf jeden Fall. Nacho, Qualität hat er ist gut, super Innenverteidiger, super Ausstrahlung. Seitdem er auch die Kapitänsbinde auch mehr Selbstvertrauen hatte, auch mit der Mannschaft sich gut integriert hat. Fußballisch, technisch ist er super. Ich bin davon überzeugt, wenn er sich so weiterentwickelt, dass er erstmal bei seinem eigenen Verein, Union Santa Fe, natürlich auch höchste argentinische Liga, in die erste Mannschaft kommen könnte. Ich glaube, wenn er Richtung Europa gehen will, muss er doch versuchen, irgendwo ein bisschen Englisch zu lernen. Jeremiah. Bleibt nicht Er hat aus, ne? sich gut entwickelt. Also in den 2 Wochen, was er jetzt mit uns ist, obwohl er Innenverteidiger spielt, aber Aber da sieht man halt auch mal, dass es halt nicht nur darum geht, den Spieler jetzt zum FC Bayern zu holen. Natürlich wird man es versuchen, wenn es irgendwie ein besonderes Talent ist. Aber es geht halt auch darum, zu gucken, welchen Weg die bei ihren aktuellen Vereinen und so einschlagen werden. macht es jetzt nicht schlecht auf Rechtsverteidiger. Ich glaube, technisch wird es wahrscheinlich auf höchstem Niveau irgendwann sein. Er hat dann das Pech, weil er später gekommen ist, dass er an Nacho Moni vorbeigekommen ist. Das ist noch viel Luft nach oben, vor allem auch taktische Orientierung. Kommen wir beim Mittelfeld, Gustavo. Ich denke mir, Gustavo ist ein guter Fußballer. Also, der hat seine Technik, aber wie ich gesehen habe, in 4 Wochen ist nicht besser geworden, ist schlecht geworden. Er hat sich, glaube ich, nur nicht auf Fußball konzentriert. Das ist sein Problem. Ich fand ihn letztes Jahr besser. Ich meine auch gefühlt, dass jemand dem von außen reinredet, dass er sich mehr auffallen soll. Aber das ist dann, glaube ich, leider für ihn in eine falsche Richtung gegangen. Was er dieses Jahr gezeigt hat. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Wahrscheinlich wird er natürlich nach dem ein Jahr jetzt, letztes Jahr, dann ein Jahr jetzt beim FC Bayern trainiert. Wahrscheinlich wird da schon wieder irgendein Berater die Finger im Spiel haben, gar keine Frage, brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Ja, und einfach zu viel oder die falschen Sachen angesagt, zu viel unter Druck gesetzt, sonst was. Ne? Der war wirklich stark letztes Jahr. Und dieses Jahr, zumindest das bisschen, was wir gesehen haben, hat man schon gesehen, dass er sehr darauf war, ich muss unbedingt jetzt zeigen, machen, tun. Was
ich ja auch schon mehrfach gesagt, auch irgendwo verständlich ist für die Jungs, ne? Aber ja. Dass das nicht genug war. David Emanuel. Der holt überragende Bälle zurück, aber hier ist auch das Niveau höher. Hier verliert er auch viele Bälle und ist teilweise auch sehr unkonzentriert. Wir haben letztens ein paar Sachen mitgegeben, vor allem erste Ballkontrolle. Das geht schon besser hart, aber er sieht auch jetzt sofort, wenn sein erster Ballkontakt nicht gut ist, dass der Ball sofort weg ist. Aber ich finde mit den Ballen oben seltsam gut. Im Vergleich mit letztes Jahr hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht. Sebastian ist, finde ich, also klar, jetzt hier nicht mehr so auffällig wie in der Global Academy, der hat Potenzial. Der ist noch 07, er würde ihn so für nächstes Jahr wieder einladen. Ja. Und ich würde ihn auch einladen. Ich habe ihn dann nicht auf der Liste stehen für nächstes Jahr. Wenn du mich fragst, was ist seine beste Position, weiß ich es schon nicht. Ich finde ihn zu unauffällig, um ihn nächstes Jahr nochmal einzuladen. Mo, der könnte auch interessant werden für Bayern selber. Der führt die Mannschaft an von hinten raus. Ich glaube, wir sind da schon von überzeugt, aber muss mal schauen, wie wir das weiterkriegen. Maicon, überragend für sein Alter. Ich würde ihn sofort zu Bayern holen, zu der U16 und U17. Der ist schon richtig kräftig für sein Alter, finde ich. Top-Talent. Okay, super. Danke, Männer. Danke dir. Danke auch. Ja, also 2 Stück direkt holen. Bin gespannt. Hello. So we just waiting for Joey. Hi, lad. Hey, Joey. Good to see you. Good to see you. Maicon is really an outstanding player for this age group, and yeah, that's the reason why we invited here in the World Squad project. The performance for sure, it's tough, it's different when you play it against 2 or 3 years older kids, but you can see he has definitely the level. When you give him the opportunity to bring him to Munich to our youth academy, that he develop with his own age group or one older age group, that he can make in the next 2 years a really great step forward and hopefully become a professional. Thank you very much for your effort and your interest in our kids, in our academy. This is kind of like a dream come true for us. As I mentioned in the email, that we more likely to focus on the benefit to the kids, to migrants, not just only for our club. And that would be great to be win-win situation for both us as a partner. Accommodation is going to be covered. There will be obviously a teaching program. What about cost of living? Will it be taken care of? When he is 100% FC Bayern player, and then 100% we will take care about him. So we will help him with school, education, food. You know, the interest of Maicon for this program should not be to earn a high salary. The interest for Maicon should be to become a pro. That should be his utterly focus. I don't know if you spoke with Maicon so far, but personally or from FC Bayern side, never one reached out to him and told him, hey, we are interested to sign you. I'm very, very happy. Thank you for your professionals. For sure, that's our professional way. So when we work in a relationship for a partner, then you always our first contact. I would suggest let's work on the agreement to understand that we are fine there. Yeah. And once that is cleared, and Joey and Lim, correct me if I'm wrong, but we want to get this turned around this week anyway. Hopefully he is happy. You'll be happy. Thank you for your time. Thank you so much. Perfect. Thank you. Ich rufe den Jochen jetzt kurz an. Würden diese Ja, wild, ne? Da sieht man mal, wie, ja. Nochmal, man kann natürlich nicht so eine World Squad-Geschichte machen. Und dann, ja, den wollen wir jetzt haben und dann verpflichten wir den einfach, ne? So einfach ist das nicht, erst recht nicht in den Alter, ne? Transferbedingungen, die wir ihm geschickt haben, würden Sie so akzeptieren. Das heißt, da wird jetzt sich keine große Ausbildungsentscheidung anfallen, das ist ja alles auf Bonus behaftet und würden dann, wenn er 16 wird, könnten wir ihn dann quasi integrieren und ab Januar spielberechtigt haben. Ja. Ich habe mit ihm noch gar nicht kommuniziert, weil sie darum ausdrücklich ja gebeten haben, dass erstmal mit der Akademie über das für sie läuft. Und wir würden jetzt erstmal, dass sie diese Ausbildungsentscheidung, das Transfer-Agreement unterschreiben und dann würden wir mit dem Jungen mal dazu sprechen. Bin ich gespannt, da könnte echt was werden, wa? Müssen wir mal 3-4 Jahre abwarten. This is the moment we trained for almost 4 weeks, from the US until here. You did excellent so far. And just the last day was important. Enjoy, have fun, and do it together. Starting 11. And yesterday already, Bernd and I spoke with the goalkeepers. So our choice was to Luis. I mean, it's never nice, but we have to pick.
Jeremiah, Nacho, Mo, David. Midfield, Gio, David, Kim, James, Sebastian, Luis. Captain will be Mo today. Play simple. This is the most important thing. Do it all together. Also the ones who are on the bench, if you come in, you should have paid attention now that if you come in for, you know, what position you are available, you know what to do. We play in the stadium. We play against Bayern under 19. We have no pressure at all. Just have fun. Play the way you trained the last couple of weeks. Like you played the 3 big games. And then we will see what the result will be at the end. Come on guys, we go. Kurz und schmerzlos, wa? Hey. Fußballgott. Fußballgott von Amateur. Wie geht's? Ist 100 Grad. Lange Hose, bist du blöd. Wait for the right moment. Sebastian, you stay with the middle one. Then in the right moment, Gio or David will tell Kim. Kim will go pressure. Guys, sit down quickly. Siéntate rápido. Okay, guys, you see the pitches. It's wet, but after 10 minutes will be dry. So then, especially in the back, be careful with dribbling. Because it's high grass, so the pitch will be slow. Do what you have done the last 2 games. We created a lot of chances against DC. We created a lot of chances against Tyrol. And now the only thing is we have to score them like we did in the last game. Then you can reward yourself. Let's go, guys. Den Traum, Fußballprofi zu werden, den haben sie alle gemeinsam. Heute können sie zeigen, was in ihnen steckt. Im Duell der World Squads des FC Bayern München aus dem Jahr 2024 gegen die größten Talente, gegen die U19 des Rekordmeisters. Das Ganze bei Kaiserwetter im Unterhachinger Sportpark. Jimmy, help him! Offli mit dem schönen Ball auf Wilson raus. Der bringt ihn in die Mitte und das ist die erste Chance der Partie in der 6. Spielminute für die U19 des FC Bayern München. Ein bisschen nervös mit dem Ball. Er probiert's mal! Latte! Und dann im Nachsetzen. Ja, Luis! Schon ein schönes Ding, ja? Well done, Gio! Other side! Go, Jimmy, go! Mit dem Übersteiger kommt vorbei an Dalpias und in der letzten Sekunde der Fuß von Schäfer dazwischen. Ja, aber ist auch schwierig zu verteidigen, wenn die so viel Positionswechsel machen. Hoher Ball, aber geklärt. Oh, da ist Kontakt vorhanden und das müsste Elfmeter geben. So ist es. Den Kontakt, ne? Den Kontakt haben wir schon gehört. Jason Eckel gegen Luis Patricio Gomez. Ach, herrlich. 27. Spielminute. 11 Meter für die U19 des FC Bayern München. Eckel verwandelt zur Führung der U19. Ibarra, kommt ein Dritter dazu, Flanke in die Mitte, Dabrowski, abgeblockt. Ah, well played. No problem, good chance. Huh? Well done, Jimmy. Go, other side, Sebastian. Wow, geiler Ball. Ibarra mit dem Abschluss. Ah, well played. Ich meine, muss sagen, die hatten schon 1, 2 mehr machen können und wir hatten auch. Ja, das Ding ist, hier sieht man jetzt mal ein bisschen mehr. Ne? Ich hatte mir jetzt auch nur die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe das Spiel nicht live geguckt, wird auch live übertragen, aber da gab es so 3-4 Minuten Zusammenfassung der größeren Chancen und so. Ich denke, es ist ganz interessant, das jetzt mal auch aus der Sicht zu sehen. Ein Tor machen müssen. Das ist der Pfiff zur Pause. Die ersten 45 Minuten 1:0 die Führung durch den Elfmeter von Jason Eckel. Sit down, take a drink. Is it easy the way they play? No.
The last 20 minutes, we did it much better. So we have our chances as well, but it takes a lot of communication because they switch a lot, dribble in the right moment and pass in the right moment. Because then you see, if we skip the first pressure of them, we have a lot of space as well. Let's go, guys. Hier in Rot kommt jetzt die World Squad wieder zurück. Wie gesagt, die Jungs, die hier in diesem Monat zu einer Einheit zusammengewachsen sind. Cembo. Power Dribbling abgelegt. Chavez abgeblockt. Nochmal. Das müsste Freistoß geben aus guter Position. Foulspiel von Giovanni De Abreu. Ganz gefährliche Situation. Torhüter steht da in der Ecke für einen Linksfuß. Hat die Mauer rübergestellt. Chavez läuft an und Riesenparade. Und auch den Nachschuss hat er. Und dann ist Luis Schäfer da. Den zweiten Nachschuss verwerten sie dann in der 49. Stark Minute gehalten, zum Alter. 2:0. We're going to Gustavo bringen. You come in for Kim. Gio goes number 10. You next to David. 1-2 or 2-1? Depends. Ja. Wechsel. Gustavo Tellez, er ist 4 Jahre älter, nimmt hier den Ball an sich. Einer der Rückkehrer in die World Squad von letzter Saison. Und für die Standards zuständig. Ja, jetzt kommen sie mal alle mit nach vorne, rund um den Strafraum der U19. Tellez mit dem Freistoß. Er kommt gut auf den zweiten Pfosten und da steigt Nacho hoch. Gute Boss, Gustavo. Ja, Luis. Mach ihn. Mit der Möglichkeit abgelehnt. Lecky! Beste Chance in dem Spiel für die World Squad. Fehlpass. Die Chance für Lecky und der Abschluss. Und da belohnen sie sich doch nicht. Maicon Douglas Cardoso. Maicon, go, Maicon! Jerry, geh mal kurzer. Ja? Binder geht da alleine durch, aber bleibt am Ball. Binder abgelegt und der ist drin. Das 3:0. Mittlerweile Kapitän David Santos. Das kann man nicht machen. Art verteidigt gut. Aber schießt ihn halt. Ja, aber weil Jeremiah wieder nicht da ist. Nein, der bleibt. Wenn sein Spieler 5 Meter sich fallen lässt, lass ihn gehen. Freistoß gibt es hier nochmal für die World Squad. Vielleicht schaffen sie ja noch den Ehrentreffer. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gib mal Maicon. Gustavo Tellez ist für mich der Kandidat Nummer 1, der diesen Freistoß vielleicht ausführen darf. Er gibt ihm ähnlich ab. Lass ihn Maicon schießen. Ja, auch derjenige gewesen, der da zuerst gefoult wurde, dann Lecky nochmal. Aber du kannst einen besseren Meter nach hinten liegen. Das ist besser, als dass du nach vorne liegst. Ja, klar. Je kürzer du gehst, desto schwieriger wird es. Liegt er, was macht er? Aber ich glaube, er trifft ihn. Luis! Der Ball ist freigegeben. Tellez und der geht dann doch deutlich drüber. Also da brauchst du eigentlich Gefühl. Ja, gleich in unserer Kabine mal kurz zusammensetzen. Und jetzt ist Schluss. Die U19 des FC Bayern München. Ja, 3-0 klare Nummer, ne? Die Auswahl der aber haben wir ein paar World Chancen Squad gehabt, des muss FC man Bayern sagen, München ne? mit 3:0. Bitte. Also 1-2 hätten sie auf jeden Fall machen können, ne? Ist ein bisschen schade für die Jungs. Bisher war auch sehr unglücklich die Gegentreffer, ne? Bei dem einen angeschossen, 11 Meter. Spielglück halt, ne? Das fehlt. We go inside, Mo. There's nothing to be disappointed about. I think they won deserved. On behalf of the whole team, I think we are satisfied
with your performance today. Everybody gave everything, also the guys who came in. First of all, thank you everybody. I will thank everybody individually when we come back. De jongens hebben het goed gemacht, die hebben alles gegeven. Klaar, maar ik hoop dat ze zich belonen met zumindest een Tor. Die Möglichkeiten haben wir gehabt. Ja. Die haben auch ihre Chance gehabt. Am Ende haben die halt verdient gewonnen. Gegen die 19 kann man definitiv verlieren. Und von daher würde ich auf jeden Fall, Reuter hat es ja gerade auch nochmal gesagt, definitiv einen positiven Strich drunter machen. Für die Jungs ist es jetzt wahrscheinlich, wenn ihr jetzt in die Kabine reingeguckt, das waren schon lange Gesichter, aber das werden wir nachher auch nochmal einordnen, dass sie trotzdem sehr, sehr stolz auf sich sein können. We can't lose like this. And I tried to do my best, me and Maicon. We were so good in this game, in my opinion. Ich kenne ja die Jungs auch von ein paar Videos, ein paar Trainingseinheiten. Sind richtig spannende Jungs dabei. Und ja, wenn man so sieht, die kommen aus allen Ländern zusammen. Aber die Kommunikation war echt als Gruppe auch relativ lautstark. Waren gute Jungs dabei, hat Spaß gemacht. I learned very big things is respect and together is very important. Der Roy gut eingeimpft, hä? Because we are not same people. Danke nochmal für die 4 Wochen. Christian. Michael. Yes. Happy. Next year? Next year. Thank you. Not too much. It's not too much. It is what it is, eh? Oh. Hey, it's okay. Se terminó y tocaba a mi hermano. How are you? Good, thank you. Okay, so. Yo creo que tú tienes futuro como jugador profesional. De momento no es aquí, pero si ves como tú mejoraste el año pasado este año, no sé, 2, 3, 4 años, tú vamos a leer así Isla jugando por Unión Santa Fe. Pero. Sí. Das ist krass. Das meine ich halt, ne? Das ist halt so das Schöne auch daran, ne? Ja, da geht's jetzt halt nicht darum zu sagen, komm, wir holen dich zum FC Bayern, sondern ja, du wirst es schaffen bei deinem Verein. So. Das ist doch für den Jungen auch super geil. Ne? Are you ready 2007? Yeah. Passport. Okay, then we'd like to invite you again for next year. We think you showed enough that you're 2007. That we would love to see you back next year with the World Squad. Yeah. Thank you, Kim. Thank you. Thank you, Kim. Happy. To keep it short, we think you did really, really well. Next year. Next year? Next year. We want you to be with the team again next year. Next season? Yeah. You're a talented centre back. We would like to invite you again next year for the World Squad. I hope for you that I don't see you. We had already some discussion in the background with the staff from the scouting department, and maybe we can find a way. So I will reach out to your club that you come for 1 week again to train with our second team, and then we can see what is possible or not. Thank you. Perfect. Thank you, Mo. Krass, oder? Thank you. Good. Hey, see? Hey, Jetzt gibt's I still think you have quality leider to be a professional player. For the moment, it will not be at Bayern, and I really hope that in a couple of years I see you as a professional football player. If it's in Brazil or wherever, I really hope. war so, ja, keine Ahnung. Das ist halt dann wieder, was ich gerade sagte schon, ne? Vielleicht so eine Beratergeschichte oder sonst was, man weiß es nicht. Also er war ja wirklich richtig stark letztes Jahr, aber dieses Jahr wahrscheinlich mit dem Kopf irgendwie. You're a nice guy. You understand? You understand? Genau, Thanks, feiner Kerl.
We thought this year in midfield we had the other players, so unfortunately I have to say to you it's the end for the world squad. Okay. Although it's maybe not the news you like to hear, don't give up. No, I won't. Yeah, it's part of life. Hey, it's okay. It's not so easy. But he will try. I will try. I will try. So we said we look for solution for me, for other like countries, and club. Das meine ich halt, ne? Das ist halt so das Geile an dem Format halt auch. Oh, yeah. No problem, man. No problem. No problem, man. If you continue developing like this, you can be professional because I think you have a lot of quality. And for that, I pass over to Lars. I think our common goal is that we will develop them, that we will see you in beginning of January in our under 17. If I can take the decision, I will take you to Bayern. With the World Squad was, especially for your age group, amazing, and that's the reason why we will invite you for 10 more days, that you join our under 17 from Monday on. If you play in the next week, like the past weeks here in the World Squad, no worries about that. We're pretty sure that we will see you, hopefully, signing for Bayern Munich. Ah, qué grande, hermano. Te felicito, guacho. Más que merecido, más que merecido. Qué grande, Michael. Okay, guys, this is it, official. Thank you very much, each and every one of you. I really enjoyed these 4 weeks. Although you lost today, I was happy with your performance today. They were just a little bit better. What I liked the most, I saw a team after 4 weeks. That's always, for me, the most beautiful thing. Not the results, see how each and everyone making bonding, making new friends. Thank you again, nice meeting you and wishing you all the best and hope to see you, each and every one of you, a couple of years on television, playing football. Wishing you all the best. Thank you very much. Oh my God! ¿Qué pasa? Very good. How are you? You are ready? Yes. Yes? I hope. I look now, huh? Hey. To sign a contract with FC Bayern, that's my goal. It's time to be a man and go to reach my dream. Das wird 15, Alter. Life is good. Ja, wild. Wild. Wie immer, wie in den letzten Jahren auch schon, sehr, sehr cooles Format, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin gespannt, ob wir Maicon oder Mo irgendwann vielleicht mal in der ersten Mannschaft sehen. Ne? Oder allein schon in der zweiten Mannschaft. Das ist schon wild. Ja, Leute, kurz und schmerzlos, sehr, sehr geiles Format, wie jedes Jahr, wie ich finde. Ja, dieses Jahr gab es nicht ganz so viele Eindrücke, wie ich fand, wie im letzten Jahr zum Beispiel. Aber wie gesagt, da diese Gespräche mit der Akademie, wo dann Maicon zum Beispiel herkam und sowas, ist ja schon ganz interessant. Ja, da will man wahrscheinlich auch nicht zu viel zeigen irgendwie. Von daher alles gut. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.